Zurück bei Super Mario Sunshine in Parco Fortuna in Kapitel 6. Es ist wieder mal Zeit für Yoshi. Endlich. Das Yoshi-Karussell. Warum Karussell? Ich meine, klar, ich kriege Yoshi hier draußen, aber wir mussten sogar von hier holen. Was hätte er gerne? Und die Kack-Ananas. Die war doch irgendwo hier. Da ist er. Yoshi, Mann. Es ist Yoshi-Zeit. Ein kleinen Snack. Noch ein kleines Dessertchen. Dessert? Und ran die gute Stube. Okay, doch kein Yoshi-Karussell, wie ich es dachte. Alter. Was zum... Oh. Aber ganz fies. So, jetzt ist das Yoshi-Karussell. Was gibt's zu tun? Das ist eine Sa. Problem ist, sobald ich im Park drin bin, kommt man nicht mehr raus. Man muss ich auf den Yoshi herbringen, oder was? Orangefarbene Yoshi. Ja gut, ich meine, klar. Ich sehe natürlich auch, dass hier etwas fehlt. Wo zum Henker habe ich ein Yoshi-Ei? Okay, ich habe Früchte, also muss hier irgendwo ein Yoshi sein. Wofür ist der gut? Ah, man kann ja blaue Münzen. Ne, kein Bock. Kein Interesse daran. Wieso auch? Also Yoshi, wo bist du? Bei dir alles klar? Vielleicht ist dieses jetzt in Ordnung. Ist jetzt Yoshi da oben oder was? Nee. Jetzt noch mehr Früchte unterwegs. Ah, das ist eine blaue Münze. Sag mal. Ich suche Yoshi, Mann. Es ist doch Yoshi-Zeit. So, wo zum Henker ist er? Ja. Da ist eine blaue Münze, da kann man nur mit einem Raketenaufsatz ziehen. Da ist auch eine, die hat damals verpasst. Sapperlot mal. Und da kriege ich sie ja jetzt. Ich muss hier hoch zum Gucken. Da hinten ist Yoshi. Okay, gut. Ich wollte sagen, ich muss sowieso da hinten zum Gucken, wo Yoshi steckt. So, es ist halt der Plan. Oder gerade vereitelt. Ne, ich wollte mir gerade noch die andere blaue Münze holen, weil ich dachte, hey, mit dem Schiffchen könnte es vielleicht klappen. Aber scheiß drauf. So, was hätte Yoshi gerne? Er hätte gerne so eine Frucht. Die habe ich irgendwo gesehen. Aber wir müssen uns noch daran halten, beziehungsweise erinnern. Gesucht ist ja ein orangefarbener Yoshi, wa? Also muss ich zwar jetzt diesen Yoshi ja wecken, aber grün wird wohl kann die richtige Farbe, also nicht die richtige Frucht sein. Wenn ich eine orange Farbe rauskriege. War die Frucht nicht irgendwo hier vorne sogar? Ah, da vorne ist sie ja. So, wir kriegen jetzt zu Yoshi, wa? Das ist doch kein Problem.
Also ist hoffentlich keins. Hält sich halt leider nicht fest, das Problem. Das ist das Problemchen an der Sache. Das kann ich so ein bisschen vergessen. Okay, nehmen wir mal einen langen Weg. Ja, Mario, ich weiß, die Frucht ist schwer, wobei sie ist ja auch gigantisch. So, das ist nur nicht orangefarben, das ist pink. Weiß, habe natürlich keine Ahnung, welche Farbe jetzt irgendwie in orange macht. Wir versuchen auch mal ein bisschen was. Das könnte eigentlich schon gewesen sein. So, natürlich aufpassen. Yoshi sollte möglichst keinen Schaden kriegen. Hä? Weil Yoshi sich jetzt daran hängt, komme ich in eine crazy Welt. Nein, weil wir die Folge heute ein bisschen kürzer machen. Das sieht nach kürzer aus, das sieht nach heavy aus. Ja, du mich auch, du. Okay, warte, die Roten gehen darüber. Ich muss blau werfen leben, kein Bock drauf. Rot ist gar nicht so schlecht. Ich muss ja rüber. Also mein Ziel für die heutige Folge sind eigentlich nur 50 Insignien. Ups. Muss doch umsteigen, scheiße. Denn bei Rot wäre ich nicht durchgekommen. Was für eine Ja, so machen die das, verstehe. Fies, fies, fies. Aber der tut mich auch. Okay, ich muss erst innen durch, weil Problem ist, man sieht es hier sehr gut. Beim inneren und blauen sind beide Durchgänge gleich hoch, also kann ich da stehen bleiben. Beim dunkelgrünen, fast schon schwarzen, ist die rechte Seite zu. Links offen. Und bei rot und grün ist wieder irgendwie umgekehrt, also muss irgendwie immer im Gegensatz zu dem, wo sie durchgehen. Also den Weg, den jetzt die Blöcke nehmen, ist eigentlich der Durchgang zu. Aber kann ich die Richtung der Blöcke nicht ändern. Also muss ich erst einmal den Weg nehmen, der irgendwie geht. Und da ist halt jetzt irgendwie mal der schwarze. Beziehungsweise, nee, ist nicht der schwarze, der blaue. Mario. Ach, diese Kacksteuerung. Weißt du, dann springst du zu früh, dann ist der Weg zu weit. Oh, nee, klappt leider nicht, sorry. Dann springst du zu spät. Oh, nee, das war zu spät. Mann. Irgendwann hält er sich mal fest ab und zu. So. Es gibt ja eh nur einen blauen Block. Der fährt immer gleich durch. Da kann man direkt mal das Leben holen. Wenn man so wieder fast schon ein Gratis-Leben war. So, jetzt wird es ein bisschen heikel. Ich muss irgendwie in den roten rüberkommen. Und zwar, indem ich hier jetzt gleich auf den roten rübergehe. Die Frage ist bloß, nehme ich jetzt den roten, nehme ich einen anderen roten. Das eine Mal hält er sich fest, das andere Mal nicht. Also auf Mario ist echt kein Verlass mehr. Ah. Und wieder mal diese Musik, die einem mit der Zeit schon mal ein bisschen auf den Senkel gehen kann. Weil man immer so grandios am Verkacken ist. Nein, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig.
Es ist doch alles gut, wir haben doch alles in Ordnung. Im Griff meine ich. So, wo ist der schwarze Block? Da kommt er schon. Der rote wird ein bisschen zu früh, warte auf den nächsten. So. Das Ding da wird auch ein Spaß. So, für den Nagel. Ah ja. Fragen wir zwar warum, weil du kriegst ja keinen Schaden hier in der Welt. Der Fallstop ist zumindest jetzt nicht wo. Okay, Kürbis und Eis ist jetzt ein bisschen kacke, rein theoretisch. Beim Eis rutsche ich garantiert ab. Oh, ich wollte gerade springen. Ey, ganz ehrlich, dass das Teil nicht mal lange genug stehen bleiben kann, damit du so rüberspringen kannst. So. Ja, aber in solchen Welten bringt es auch nichts, sich irgendwie großartig aufzuregen. Einfach ganz entspannt das Ganze genießen und seine Skills dadurch ein bisschen verbessern. Gut, jetzt kann man natürlich fragen, welche Skills. Diese Skills. Und schon bin ich wieder da. So, also muss ich schon predikten können, wann er kommt. Eigentlich nicht weiter schwierig. So. Hier muss ich wandsprungmäßig vorwärts kommen. Also die Frage, komme ich da jetzt so weit? Wofür ist der Block da schon wieder? Man kann nur das Eis zerdeppern. Das bringt mir jetzt eigentlich nicht so viel. Okay, das war irgendwie auch nicht. Warte mal, rein theoretisch. Ah, Mann! Genau, kann man so wieder hoch. Und dann hier so hin. Und so. Zur Insignie. Perfekt. Das geheimnisvolle Yoshi-Karussell. Ja, du mich auch, ey. So. Aber sollten erste Missionen ein bisschen chilliger sein, und zwar aus dem Grund, es ist ja wieder Kapitel 7 meine ich, von der Mission. Demzufolge müsste wieder mal Mario Morgana auftauchen. Die Frage ist jetzt mit Robo Bowser oder ohne? Mario Morgana im Park. Schnapp ihn! Der friedliche Park, alles cool, alles gechillt. Aber warum ist Yoshi draußen? Das verstehe ich nicht ganz. Weil offenbar gibt es da hier draußen jetzt eigentlich nichts mehr zu tun. Ja, aber so gechillt war das glaube ich gar nicht. Genau wegen den scheiß Kröten. Sag mal. Mario!
Hält heute ganz schön viel aus. So, eine blaue Münze, dann brauche ich eben den Chat wieder. Ja, merk es dir ruhig, Kumpel, merk es dir ruhig. Und merk dir vor allem eins, wir haben bereits 50 Insignien. Bravissimo. Gut, die einen sagen bereits, die anderen sagen erst. Ich glaube, es waren 60. Ah ja, mit 60 kann ich zum Berg hoch. Ja, mal gucken, letzte Insignie, vielleicht kriegen wir die auch noch. Können schon mal ein bisschen umgucken. Parco Fortuna, Achterballonfahrt. Vor mir ein übles Gefühl. Also ja, ich meine, ist klar, ist eine Fahrt mit dem Ding da. Soweit haben wir das auch schon kapiert. Gehen wir mal ein paar andere Düsen. Ich meine, es fehlen hier noch so viele blaue Münzen. Ah, die Dinge abschießen. Okay, gut, alles klar. Die Viecher sind auch weg. Jetzt noch blaue Vögel zum Abknallen, ja. Alles klar, alles klar. Ich suche die anderen Düsenaufsätze. Hat er gerade einen gesehen? Nee. Okay, Aber mal angenommen, es gäbe hier gar keine. Wie könnte ich denn da gewisse blaue Münzen holen? Die Achterbahn. Was findet gerade statt? Okay, mit Wasserraketen dran gefangen, gewinnst du. Wir bereiten einen Preis für Glück. Okay. Das ist auch ein bisschen Übungssache jetzt. Ah, okay. Geht auch so. Wenn mir in einer Reihe trifft. Oh, mir wird schlecht. Nee, noch nicht. Was ja dies kann theoretisch noch werden. Mann! Leider nicht ganz so einfach, vor allem so weit entfernte Treffen. Mann! Das war tatsächlich eine der Insignien, die ich damals nicht geholt habe, weil es einfach ein bisschen zu schwer war. Für meinen Geschmack halt. Ah, zu tief, ernsthaft. Ich werde ein bisschen irritiert. Das ist echt nur noch insgesamt 20? Hä? Man muss gar nicht alle abknallen.
Toll, wo hat's noch welche? Na toll. Ja, zu tief. Und das war's. Alter, 19 von 20. Mama mia, tot. Also von wegen, du willst am Wettbewerb teilnehmen? Okay, nicht geschafft, tot. Das ist etwas, das werde ich glaube niemals im Leben verstehen, wie man so etwas machen kann. Aber so Instant Kill, tot. Naja, was soll's. So Freunde, ich werde dann gleich die Aufnahme beenden, deswegen gehe ich jetzt nochmal ganz kurz ein paar blaue Münzen eintauschen. Ich weiß, hier nur eine Insignie und so. Man weiß nie, was noch alles passieren könnte in der Overworld. Ich würde versuchen wir das nächste Paar nochmal im Wasserpark. Weil wir haben es ja fast geschafft. Mein Gott, es hat einer am Schluss gefehlt. Ich war jetzt wirklich nicht so gut. Also ich glaube, das ist durchaus machbar. Ich glaube, nachher würde ich mich dann doch mal in die neue Welt, doch hier da mit dem Sonnen, genau die Welt mal aufmachen. Aber auch mal für ein bisschen Abwechslung und so weiter und so fort, weil wir müssen nicht direkt jetzt instant alle Welten abklappen und so. Obwohl schon cool ist, wie sich immer mehr und mehr füllen. Aber wir haben einfach 120 Insignien insgesamt, auch wenn ich da alle Münzen Insignien habe und so, das wird trotzdem... Am Schluss müssen noch irgendwo, also mein Pisa Delfino wird nichts mehr kommen, aber Piazza Delfino, also da wo wir jetzt eigentlich sind, da wird noch irgendwie mehr kommen. Hat er irgendwie doch noch 6 insgesamt oder so? Kein Plan. Wir werden sehen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.